lief Kolleginnen und Kollegen, für allererst auch von den Lohnettreibannen aus, wollte ich zum Rapporteur, der Max Hahn, merci so für sein Rapport von über 200 Seiten. Verschiedene Passagen an dem Rapport fand ich gut, andere gefallen mir Mama bis gut nicht. Mir wird mir ganz gut auch gefallen, dass der Titel wäre un meilleur vivre ensemble. Weil ich meine, dass es wichtig ist, dass das gerade an dieser Zeit auch eine Priorität ist. Wenn es auch mal am Titel stimmt, so hätte ich mir auch noch andere Sachen können an dem Budget vorstellen. Ich hatte schon so eine ähnliche Remarque gemacht beim Rapport vom Herrn Kurten, den sich damals auch mit den sozialen Ungerechtigkeiten beschäftigt haben. Dafür sind ich immer froh, wenn ich gesehen, dass da wo immer auf gestracht geht, hat kein Problem da hun. Und ich meine, dass doch wichtig ist an einem Land wie Lützeburg, dass das ein von den Bestandteilen ist, den wir auch diskutieren, wenn wir über das Budget schwätzen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die letzten Monate, ja Jahre, war ein Zeichen von Krise. Wir hatten für eine Covid-Krise, wir haben noch eine Energiekrise. Obwohl das Problem mit der Energie schon angefangen nur vier Anmarsch von Russland an der Ukraine, so wurde die Stunde aber zugespitzt. Und ich meine, dass es doch dafür wichtig ist, dass man die Themen von der Energie, vom Krieg, den du hast, und noch weiter an der Hand, mal diskutieren. Ich hatte heute mit die Chance, und damit Stunde, wie der alle gut, dann holen wir in dem Programm Teil vom Zentrum für politische Bildung, wo man mit Schulklassen diskutieren, nicht von der Majorität, nicht von der Opposition. Und ich war da mit der Kollegin Jessie Till bei einer Klasse von einer Troisième vom Lycée Aline Meyrich. Und da waren die Frauen, die dann an ihrem Forum gestaltet haben, sie gingen um Santé publique, um die Energie und den CO2, um das Logement, an dem Arbeitsplatz, an die Flüchtlinge, an die Anerkennung von Diplomen. Alle Sachen, meine ich, die auch hier an Haut wichtig sind, dass wir sie diskutieren. Und das beweist ja auch, dass die Themen, die wir dann hier ans Tor erreichen, dass wir doch die Möglichkeit haben, die Jungen zu erreichen, wenn wir auch da die Antworten geben, die Jungs sich erwarten, respektive hin noch Perspektive gehen für an denen Themen, wo sie sich, ich will nicht so daheim fühlen, aber wo sie sich damit identifizieren, dass wir die auch hier an der Chamber diskutieren. Der Damen und Herren, liebe Freunde, es darf schon angeschnitten gehen, für ein paar Minuten werden ein bisschen mehr virulent. Der 1. Januar geht heute in Lützeburg den Mindestlohn an Lut, unter der Voraussetzung, dass das Gesetz nächste Woche gestimmt wird. Wenn das Gesetz nicht gestimmt wird, geht der Mindestlohn nicht an Lut. Aber was aber richtig ist, dass wir regelmäßig hier an der Chamber über so Anpassungen machen, an denen das besser weiß, wie ich als mein Kollege Nali Kees, der seit 2004 zu allen Mindestlohnerhöhungen, die man hier an der Chamber gestimmt hat, am Namen von meiner Partei, der CSV geschwärzt wird. Sie wird als Rapporteur die Zeit, wo wir auf der Müller-Bank sitzen oder auch noch auf der Herder-Bank, war immer der Kees Nali, den über den Mindestlohn geschwärzt hat. Für die gefragt wird, das mit der Müller-Bank, das Majorität oder die Oppositionsbank. Das war die Illusion, die ich machen wollte. Ganz ernst, also bei der Rente. An 2004 als Haie wird noch justement diskutiert, debattiert und dann noch gestimmt gehen. Ich meine, Herr Präsident, der könnt euch daran erinnern, da das heute nicht mehr der Fall. Da steht heute am Gesetz dran, finite chance das. Aber wir brauchen nämlich extra, oder wir brauchen also schlecht vor, wir kommen nämlich extra hier zurück, für auch da eine Anpassung zu machen und Renten und Pensionen doch den 1. Januar 2023 an Lut gehen. Richtig, durch die Pensionsreform von 2012. Ich meine, der wird Minister gewesen, das könnte mal sein. Was aber da ist, sowohl bei der Erhöhung vom Mindestlohn wie auch bei der Erhöhung von den Pensionen, rechnet Leute daheim mit 3,2 oder 2,2%. Aber wenn Sie dann noch auf der Aufrechnung gucken, stellen Sie fest, dass das aber nicht unbedingt das. Weil die haben Steuern drauf, die haben mehr oder die haben Mama. Und dafür wäre es nicht schlecht gewesen, wenn man die Ideen, die auch mein
Fraktionschef de Gilles Roth am Summer ha en erbreet huet, dat se en Ergangssteuersatz gif machen, an das bis de Mindestlohn an der Steuerklasse 1 de Steuer befreit fir, dat gif nämlich bedeuten, dass die Leute an der Steuerklasse 2 beim Mindestlohn überhaupt kein Steuern mehr giffe bezuelen, an dass dat auch gut gewircht wäre, weil man auch dort dafür gesorgt hätte, dass dat geschieht. Und dasselbe das, wenn man Steuertabelle giffen und Inflation oppassen, da wäre doch für alle Guten die Leute, die darauf sind, so viel Prozent plus vom Mindestlohn kreieren, dass der auch etwas davon hätte. Weil wir wissen, wir kriegen sie 3,2% respektive 2,2% brutto. Wenn die Steuertabelle nicht angepasst geht, bleibt Mama recht. Und dasselbe geschieht nur bei allen Indextranchen. Die könnt, ob das die nächste, die reglementarisch aufhält, oder die nächste, die auf den 1. April festgelegt, also danach die dritte, wann sie da soll kommen, wie der Lo vom Stadtteil an anderer angepasst wird. Und dafür schon an Lo den RTL huet eng großen Titelbuch mat dem Finanzminister hat eng Steueropassung durchblecke gelos. So steht bei RTL, aber da muss du richtig sehen. Dann völlig so. Da wäre doch wichtig, dass man dann die Inflationsberechtigung machen, die Kerlprogressionen wegschule für das Leid, die Suche ganz kriegen, und nicht, dass die Leute nur einen Teil von der Suche kriegen. Aber wann dann die Regierung darüber nachdenkt, 6 Monate für die Welt eine Änderung zu machen, da wäre es nicht schlecht, wenn das so sehr wie möglich machen, weil es doch so immer Schwierigkeiten könnte geben, wenn das am Laufe von einem Kalenderjahr möchte dann nicht gerade ob ein Trimester oder ein Semester, und da sind für alle Männer Leute gefordert, die wissen, was das bedeutet, wenn da nur Rechnungen müssen gemacht gehen. Der Damen und Herren, liebe Freunde, Familie, Ausbildung an Arbeit, Wohnen, Sozialaufsicherung, Mobilität, das sind Themen, die die Leute interessieren, das sind Themen, die ganz wichtig sind, dass wir die auch an den Mittelpunkt stellen. Und ich meine, dass ich da noch muss gucken im Arbeitsumfeld. Wenn ich an einem Job will implantieren, wenn ich ein Haus kaufen, wenn ich eine Familie gründen, dann ist es wichtig, wenn ich ein Haus kaufen, gerade an diesen oder ein Appartement, gerade an diesen Zeiten, dass ich noch weiß, wo es hingeht, dass ich noch weiß, was es finanziell bedeutet, was alles an Druck steht, und dass die letzten Monate mir schwer gehen, für Leute nach einem Logement zu finden, ob das Loyersmarché ist oder ob das Kaufen ist. Weil beim Kaufen Zinsen Politiker se gerne gehen, wie die mal lo während Jahre kann tun. Aber wir stellen wir fest, dass es immer mehr schwer ist für die Leute, Wohnungen zu finden für abordable Preise. Und dafür ist es doch wichtig, dass wir dort den Leuten die Hilfe zukommen lassen, über den Weg von Loyershilfen, über den Weg von Bauprimen, Anschaffungsprimen, für dass sie sich auch können, niederlassen an der Sucht Möglichkeit tun, die Prämien zu kriegen und noch können an menschenwürdige Konditionen zu leben. Wenn das nicht der Fall ist, wo man auch die letzten Wochen am mitkriegt, was das bedeutet, weil Leute nicht in der menschenwürdigen Konditionen leben, was dann alles kann geschehen. Und da ist es eine Aufgabe als Politik, so die nötigen Akzente zu setzen. Und ich meine, mein Kollege, den Marc Lieser, noch die Elisabeth Markus, schon ein paar Mal als Positionen als CSV am Logementsmarché auf den Tisch gelegt, und sie sind morgen nach von meinem Fraktionschef ermauert gehen. Und das ist wichtig, dass wir da etwas machen, weil wir Leute keine Wohnung haben. Aber die Leute nicht wissen, wie und wo sie sollen leben, stellen sich auch vor, heute der Wert eine Familie zu gründen oder der kein Wert eine Familie zu gründen. Weil wenn er eine Familie gründet, will der ja auch an ihre Intimsphäre sehen und er will doch einen Tag gut wieder zusammen Familie können leben. Und da geht es dann noch um die Diskussion Familie und Beruf. An den Schmengen zanter die Industrialisierung bis an 70er Jahre war halt zu Lützeburg üblich an der familiärer Verantwortung, dass eine Person, die verhält, und das war zu 95% Frau. Dafür ist auch das Arbeitsfeld die Zeit immer auf Männer zugeschnitten gewesen. Und das Arbeitsfeld hat das alles akzeptiert und das ist so gelaufen. Und das recht Ende der 70er Jahre, wenn wir massiv gesehen haben, dass Frauen auf den Arbeitsmarkt kommen sind. Ich meine, sie waren auf jeden Fall Arbeitsmarkt, sie sind meistens von Kant kommen, dann haben sie dezidiert, sich um Kant zu bekümmern, dann haben andere Prioritäten gesagt. Und dafür ist es doch wichtig, weil ich gesagt habe, der Arbeitsfeld wird Männer zugeschnitten, dass wir neue Prioritäten setzen an der Arbeitswelt. Dafür ist es doch gut, dass verschiedene Maßnahmen geholt sind. Mit das ist auch wichtig, dass wir über Arbeitszeitorganisation schwätzen.
dass man darüber Schweizer Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass man fertig bringen, darüber zu diskutieren, über eine Arbeitszeitorganisation, die dem Rechnung dreht. Dem Rechnung dreht, wie also an der Schule, und wie also mit der Kanner betreiben. Und das, meine Damen und Herren, liebe Freunde, das ist wichtig, dass wir da eine andere Diskussionskultur kriegen. Eine andere Diskussionskultur kriegen und noch einen anderen gesellschaftlichen Wert über die Diskussionen, die da gefordert gehen. Und da ist es wichtig, dass wir über Arbeitszeitorganisation schwätzen. Und dafür ist es auch wichtig, dass man ein Kollektivvertragsgesetz kriegt. Weil wir können hier als Politik den Kader stellen. Mit das, was um Terra geschieht, muss von den Leuten, die um Terra sind, selber können verhandelt sein. Und dafür ist es wichtig, dass wir hier eine Diskussion führen, wie soll eine Arbeitszeitorganisation aussehen. Wir können nicht so, als es 8 Stunden, als 7 Stunden, als 9 Stunden, als 2 bis 2, auf von 2 bis 6, oder wie geht es geschafft? Die Freier, 8, 12, 2, 6, geht es ja schon lange nicht mehr. Dafür ist es doch wichtig, dass wir da gucken, wie die Kaffeero gehen. Und du hast eine Priorität an einem Modell, den das ja bei anderen Sachen immer an den Tag springt, dass den aus Skandinavien, wir haben ja viele andere Sachen überholt, an der Familien- und Sozialpolitik von unseren skandinavischen Ländern, dass wir auch da gucken, wie da als Arbeitszeitorganisation, und dass wir dem ganzen Kader Rechnung drohen. Und heute Morgen den Yves Kuchner, den Strach, über die Reserven, die wir an der Sécurité Sociale und an der Pensionskäse. Wir wissen ja, was da am Gang ist zu geschehen. Nicht heute morgen. Wir langfristig geguckt, wissen wir, dass wir Schwierigkeiten kriegen, zu einem späteren Moment, dass wir schon darüber diskutieren, was da alles kann geschehen. Die Zeit, wo ich geschwärzt habe, von 1970er Jahren, die Leute mit 15, die Großen mit 15 Jahren angefangen mit Arbeiten, sind bis 65 Jahre arbeiten gegangen, und sind 72 Jahre alt geworden. Die Frauen sind zwar schon die Zeit mehr alt geworden, da wollen wir für Chancengleichheit schwätzen, müssten wir auch da ein Gesetz schreiben. An Haut, meint er das, ja. An Haut muss ich sich vorstellen, Haut fängt sie mal den an 20 Jahren mal zu arbeiten, an der Moyenne. Und halten wir 59 Jahre ab, und gehen 82 Jahre alt. Aber wenn an einer Regel de Tri, das normal raschen, stellt ihr fest, dass das nicht mehr abgehen kann. Und dafür müssten wir auch da eine Diskussion darüber führen, und dafür muss man dann noch schwätzen, wie wir eine Gesamtarbeitszeitorganisation, über eine Gesamtkarriere können machen, weil wir nur Babyboomer, wie auch heute Morgen in gesagt hat, an Pension gehen, werden wir merken, da gibt es ein System, und an der Not, die wir von der Chambre erstellt kriegt und zum Budget von gestern bei der Präsentation, stellt ja fest, durch die 5 Chiffre Klee, dass auf der zweiten Seite an ihrer Not, da sieht wie die Reserven an der Sécurité Sociale aufgehen. Das die, die wir ja auch immer mal der Presse checken, dass dort Sécurité Sociale am Gang ist, schön, brav, proper aufzugehen. Steht auch ein anderer Schiffer da, dass die bei der Gemenge, die gibt so stabil bleiben. Wenn ich aber alles lesen, an den Gemeinderätsbericht ich gucken all die Emprunten, die da dranstehen, da mengen ich auch, da sind die 0,0 oder 0,1, die da stehen an der Not, da sind die auch kein Hand froh, ob das wirklich nach der Fall ist, weil an den meisten Gemengen, wo ich auf alle Fall geguckt habe, sind Emprunten geholt gehen, verschiedener, sogar Emprunten an einem zugunsten Hecht, was aber auch wichtig ist. Das dat nämlich kann an als Ökonomie fließen, und dafür kritisieren Emprunten nicht, ich will so über die Zölle, die wir da am Budget stehen und ob die nach immer dementsprechend so wie das. Aber wenn wir da schwätzen über den Arbeitsmarkt, aber wenn wir da schwätzen über die Scheier von armer Reiche, ich meine nicht verorten, Herr Kruchten, den da sengeriert gesagt hat, oder noch mein Fraktionschef, dass das immer wie weit aus dem Nähe geht. Während die reichsten 10% eng Moyen von rund 8.000 € den Monat tun, sind wir aber nach 10%, die 100.000 € haben, und in der Zwischenzeit immer mehr Leute, die Schwierigkeiten haben, über Tonnen zu kommen. Und da gehen all die Analysen von Caritas, Chambre des Salariés oder auch des Stadtwerk so ganz klar, dass wir da in der Zwischenzeit über 20% von den Leuten gekommen sind. Und da muss ich sagen, das sind nicht nur 20% von den Leuten, die nicht mehr daheim sitzen und Facebook sitzen, wir haben noch Working Poor. Leute, die arbeiten, gehen und trotzdem nicht fertig bringen, mit dem, was sie verdienen, über Tonnen zu kommen, weil der Unterschied von dem, was es kostet, und das, was sie kriegen, immer mehr weit aus der Nähe geht. Und da habe ich gesagt davon, und da komme ich zurück bei dem nächsten Punkt, das sind Logementspreise, die wir heute zu Lützeburg schon, weil überall wird da geschwärzt, Europa, Lützeburg hat den höchsten Durchschnittslohn. Mit steht aber nirgends an der Statistik, oder die fällt immer ein bisschen wie weit handeln an den Rapporten, dass auch Lützeburg mit Aufstand die höchsten Logementspreise hat. Auch das wäre wichtig an den Statistiken. Da mussten vielleicht verschiedene Kollegen sich nicht
da muss ze los, wann an der Vakanzen an sich der Bugeschwert ja wie der verdingt, dofir kann der joch et herrlech Schlewe gönnen, da missen sommer do die Loyers oder Baupreiser mat der Rechnung zeien. An datselwech wann et Moyen guckt, da man schneikeren Appell und den Herr Arbeitsminister an noch und mat am Finanzminister, dats dammel ze Bresel nach enke bringt de Schwees schon allerlei hunne Boet, wann do immer de PIB gerechnet gët an de Salaire moyen. Da rechnen se wat 820.000 nämlich die 600.000 die wunne plus die 220.000 die all moien River schaffe kommen, wat déi ze summen erwirtschaften, an sie rechnen dat awer nëmmen durch 600.000 Leiit die ha wunnen. An dofir kommen dann so Statistike fir vun Eurostat, wo da steht ze Lützeburg hun alle gut nee verdingcht ze Lützeburg gehtet so gut, wann se mal gi richtig rächen, an der huet die Gesamtzomm an der dividéiert net durch 600.000 mit durch 820.000 werden wir höchstwahrscheinlich nach die Echt sinn. Dat kann sinn. Aber die Differenz zwischen dem Mechten am Zweiten giwe gut stege aufgo. An schwngen dat se Tischjas, dat van Eurostat schon net mcht, das Meere dawer an doch mat dem Stadtdeck zu summen, auch da so publizeieren, wie der Wirklichkeit das, weil der gi verschiedene sozialen Neiten net opkomme. War jiren heier de soviel verdingen an der Mayen. An de Weesmole muss mal dividéieren enke durch 220.000 Leiit zusätzlich, die als Frontali all der iwwer Grenz komme, da gëtt eng aner Diskussion an der Krämer auch dofleit eng aner Debatte. An dann der Damen an Herren Freunden, et waren noch verschiedener vun Herr Schmatto bei der Agence du Bénévolat. Do sie Leiit ausgezeechchen gi fir all hier Bénévolt Engagement. An eng vun den Assoziationen, die ausgezeechcht gin als vor Médecins du Monde. An du et nach enkeier den Präsident vu Médecins du Monde ënner Strach, dats mat zwei Hai eng Ouvertür gemerk hat an der Chamber duch dats ma Gesetz gestimmt hun, fir der Hëllefen ze gin, met as ze kompliceéiert fir, dats nach immer viel zuviel Leiit gin, déi keng Hëllefe gife kreieren an schmengen déet aus dem Land net gut den Image vun aus dem Land, van dat soviel Probleme sinn an dats ma auch do missisten es Mäche fir och dee Leiit den Ärmste vun den Ärmsten och kënnen ze hëllefen, dats op man eng echt Hëllesversøchung kreien, die hinnen zousteet, an die déi wo doch huet, an du miste man dann dat Gesetz, wat am Gesundheitsminister ass Detail an den Herr Sozialminister runnet, dats dat Gesetz gi iwwerschaft gin, dats ma eng Analyse war, an dats man dodrop sinn eng Upassung gife me. An derselvech gëll schmengt war des Sven Klmmer a doch Natalie Oberweis, die de vu geschwert hunn, iwwer doch fi Sozialen an iwwer alles dat wat an de soziale Büro geschiet. Der Damen an de Herren Frend mé hunlo do heieren, dat gët alles verdurbelt, kreem dubel soviel Personal. Met as alle Schener gut van den de Personalschëssel verdurbelt. Dat klingt immens. Me der gëtt eng Etude, dat das Vielfalt der sozialen Arbeit in Luxemburg, dat das erstalt gin vum Lisäer vun Uni Lettzeburg an die meest Habannen, die werden ze kennen. Da steht dran, der könnte soviel Schafe wie der Welt. Aber das kein Komme, das kein Dosinn, dass man da nicht genug ausbilden für die Postewauer zu hören. Da steht dran, wo sie überall gebraucht gehen, da das an der Kannerversorgung, das am Office Sozial, da das an der Altenbetreuung, da das an der Betreuung für den Handicap, da das an der Betreuung für die Leute, die an den Illegalitäten rangerutscht sind, da das an der Betreuung von den Leuten, die am Schulmarkt sind, da das an der Sexualerziehung, überall do gehen der Leute gefragt, und sie kein do. Dann ist es doch einfach zu schreiben, mehr machen nur eine Verdoppelung vom Personal, und von dem Personal nicht. Respektiv sind auch Office Sozialen, die Schwierigkeiten werden nun, wenn sie Personal müssen verdoppeln, wo sie hinsetzen, weil auch da ist der Raumproblem für das zu unterstreichen, und dafür ist das alles gut gemengt, steht auch gut am Budget mal dran, mit das schwierig, für das können zu setzen, und das ist kein neuer Moment, aber das geht ganz klar aus der Etude, auf hier, die da gemerkt haben, als in Lützeburg, und ich will auch keinen anderen zitieren, für kein zu so, ich gebe eine Höhle von meiner Blutgruppe, da das Präsidentin von all den Office Sozialen, dass die auch nicht in der Strache hat, mit all dem, was da geschieht, dass es administrativ zu schwierig ist und dass es dick Zeit gibt, dass wir eine Bilanz ziehen und dann noch schnellstmöglich all die Änderungen vorholen, für das die Office Sozialen mehr sehr und noch mehr performante Leute können helfen. Sie meinen, ein guter Arbeit steht, die da sind, aber es geht nicht durch mit den Leuten, die sie haben, und geht nicht durch mit dem Platz, die sie haben. Und ich will just ein Beispiel holen. Von den größten Office Sozialen hier am Land, dass den Leute am Minet, das Asch, ich weiß ja, Lützeburg ist mir groß, aber das geht nicht um, ein Beispiel, da sind 36.000 Leute. Und da gibt es regionalen Office Sozial, die Leute doch noch am Süden vom Land, zwar nicht mehr am Minet, es sind noch Zentrumsgemenge mit dran, die noch 36.000 Leute. Und ich kann euch so und Gegebenheiten an der Stadt Asch, und Gegebenheiten von Mermer, Bachtring, Straßen,
Kirlen, Herr Roth, wenn hunsch vergisst, das nach ein Geweng dabei. An Dippech, die do mat dra sind, sie noch 36.000 Leute. Mit do awer eng Sozialschicht, dat eng ganz ärner Sozialschicht ass fir die 36.000 Leiit am Minnet. Dat an der Budget guckt vun denen 2 of 4 Soziale. Selbe Stawu dazu stellt die Differenze fest, die to gëtt an dofir raset, dat en do muss zusetzen, fir och do kënnen watärmo du belagen, da wat all die Hëlle vun die noch fi sozial gëtt, fir do kënne ze reagieren. Der Damen an der Herren Leifren, mehr Schwätze vun Energietransition. Dat wichtig ass, man muss in einer Weg goen. Am mehr schwätzen de Momente vun man muss Pompelen uschleessen. Man muss e wäsch vun de normale Brennstoffe, wie man dat lo wären Jozinkten fir net so Jahrhunderte gewinnt waren. An dofir ass dann noch wichtig, dat man Leute fir hunn. An da geht dann de Stellewert och vum Handviger an als Gesellschaft. Wir festgestellt schon fir dro gesot, an der Sante hun als Firmier gefehlt, längs jetzt Leute hun 12 Stunden Dach miss schaffen. Schon op Grund vun de Schiffre gesot, wat alles fehlt bei den Assistenzsozialen a bei den Edukateuren, an ich komme nur op am Handweg fehlt. Do viele qualifiziert Leiit. Mehr fannnen net die nedig qualifiziert Leiit fir alle Goeten die Änderungen ze machen, die ustehen. A wann der Haut gerne eng Wärmepumpel hat, der hut Wärmepumpel as du mit den Handweger fir se installieren ass net. An dofir as wichtig, dass man auch do dat ugin an de Schulschall eng Debatte banne gehabt, wo der alle Goeten dabei war, an der Aktualität wat Attraktivität vom Handwerk so gildet da wo do ze lieeren. Da schwet dass den Minister vun der Berufsausbildung net Haiiers. Ich kann mich erinnern, die Zeit, wo ich nach meinem Kollege Ali Kees Kollektivvertragsverhandlungen gefordert hun an de Betrieber, da war immer eine große Diskussion, weil kein Handwerker mehr am Betrieb waren, weil kein Handwerker mehr da war, und der Betrieb gesagt, da geht mehr per auf. Weil wir brauchen die für den Entretien von unserer Maschine zu machen, sonst geht es nicht. Und ich will daran erinnern, letzten Monat hat die Chambre des Métiers nachher geklot über all die Arbeitskräfte, die ihnen fehlen, und das ist so wichtig ist, dass man eine Opwertung mehr vom Handwerk, Stellewert vom Handwerk an Deutschland, passt der Handwerker Bass heute Lützeburg, als der nicht der nächste Image stehst du hast, sonst der Handwerker Bass, obwohl ich kann so, der Handwerker geht im Moment nicht aus, die brauchen noch nicht zu fertig, dass etwas geschieht, da den Schwert ausgeht, dass man Döver an das etwas muss kommen. Weil auch als Finanzsektor. Mein Kollege Flori Moser wird ja nur noch darüber gehen. Die brauchen ja auch Leute. Aber die kämen hun die Reparaturen mehr an ihre Banken. Was käme da aus den anderen Tieren an ihre Banken? Da kriegen die auch Schwierigkeiten, für da schaffen zu gehen. Und dafür muss man da etwas erholen. Und dasselbe, dass zwei auch Kollegen Heubannen dabei, wie wir Diplomüberreichung hatten, Belval, wo viele Jugendliche schon Diplom gekriegt haben, aber die Jugendlichen auch stolz waren. Das war eine ganz flotte Zeremonie. Das ist doch so wichtig, dass man nicht einmal die Jahre klappen gehen, wenn seine Geselleprüfung kriegen oder nach 2 Jahren, wenn er nach Promotion du Travail an Meisterprüfung am Staat der Theater ausgedeelt wird, mit dass man hinten noch die Unerkennung zukommen lassen, die sie brauchen, mit neuen Berufsbilder, auch mit anderen Sozialkonditionen, weil nehmen dann, als immer auch dafür befreit, dass doch dem Handwerk wird gut gehen und dass wir dann noch alles können realisieren, was wir wollen. Und an dem Kader, der da an der Herren Leifren, das ist den dicken Dossier, den ich Schmappbuet tun, müssen wir noch schwätzen über die Schulaufbrecher. Alle Leute, die Leute, die eine Formation aufhängen, und nicht bis zum Schluss feiern. Und alles das, was die Schaihusi Chiffren, die vom Ministerium publiziert sind, wo in verschiedenen Branchen 36% Schulaufbrecher sind, an anderen Bereichen nur 8%. Gott sei Dank. Wir leihen noch insgesamt gut, aber das ist eine Katastrophe. Für das Handwerk, wenn ihr gesagt habt, was Leute abhalten. Und dafür ist es doch wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und das ist auch wichtig, dass wir darüber diskutieren. Und dass wir auch die Leute, die dort die Schule aufbrechen. Da gibt es ein Programm Outreacher, der von der Europäischen Union gestartet ist, dass wir auch da denen die Aufmerksamkeit, die wir brauchen, weil die Leute haben noch immer 2 Hände und die können noch mit den 2 Händen arbeiten. Aber wir müssen dafür sorgen, dass sie eine Information kriegen, die gebraucht wird und die notwendig ist. Aber wenn wir alle gut an die Restauration, weil der Herr Präsident hat mit gesagt, er gibt nicht gerne zu lange auf dir zu werden. Auch an der Restauration stellen sie fest, dass sie keine Leute mehr haben, für zu servieren, ob das für die Spulherren zu machen, also für der doch immer, dass wir auch da etwas holen und etwas machen. Und ich komme da noch etwas zurück an das von den Flüchtlingen. Wie viele Flüchtlinge haben wir heute in Lützeburg, die eine Qualifikation haben, und die Leute dürfen nicht arbeiten gehen, weil wir das im Moment nicht zulässt. Und ich mache hier einen Appell
und der Arbeitsminister, den Herr Bannen ass, dass man auch die Leute mal berücksichtigt. Weil ich fand verreckt, dass man halt tausende Leute sitzen und die eine Qualifikation haben, an denen so, du bleibst sitzen, bis alles an der Reihe ist, und gleichzeitig so, man hat kein qualifiziertes Personal. Und dass wir da mal gucken, was ein Diploma die Leute tun, und was den Leuten fehlt, für dass wir auch da eine Möglichkeit an eine Ouvertüre machen, dass die Flüchtlinge noch können auf den Arbeitsmarkt gehen. Weil das die finden noch helfen. Am Platz, dass sie 24 Stunden da, 7 Tage die Woche, angespart sind und nicht mehr wissen, was sie mit ihrer Zeit können machen, wäre das doch wichtig für die Leute, eventuell können auf den Arbeitsmarkt integrieren, für dadurch zu gucken und dadurch zu machen. Das wäre wichtig für unseren Arbeitsmarkt und das wäre auch wichtig an den Akzent an der Flüchtlingspolitik, die wir als Lützeburger durchstellen. Der Damen und Herren, liebe Freunde, auch Klima ist wichtig. Es sind noch andere Kollegen schon darauf eingegangen und ich meine, dass es doch wichtig ist, dass wir die nötigen Änderungen machen. Ich kann nur eine halbe Stunde fahren, mit davor mit Kollegen, die nach Redezeit brauchen, da sind die nicht froh darüber. Ich will noch ein letztes Beispiel geben, das ist die vom Teletravail. Teletravail an einer Etude heißt 21% der Leute machen momentan Teletravail. An der Krisenzeit waren 45%, wie wir die Covid hatten, die Teletravail gemacht haben. Zwischenzeit ist es draufgegangen auf 20%. Ich meine, dass das wichtig ist und das ist auch gut, dass du ein Gesetz in der Wehr hast, dass du Sozialpartner sich auch sind. Wir haben ein kleines institutionelles Problem, für dann noch dort nach Kopf und Teletravail können an ein Gesetz umzusetzen. Aber das auch wichtig ist, und ich mache einen Appell, und den Arbeitsminister soll sich im Nopa am Büro dazu, nämlich dem Sozialminister, dass wir da eine Änderung brauchen an der europäischen Sozialgesetzgebung. Wir schwätzen immer mit Madame Backes, die soll gucken für ein Besteuerungsabkommen mit den Ländern zu kriegen. Das können wir national regeln. Mit den anderen Problemen, die in der Hand drin ist, das Sécurité Sociale, die muss auf europäischem Niveau gelöst gehen. Und dafür, Herr Engel, heute de Message macht, dass es wichtig wäre, dass wir 883 direktiv Reglement geben, zur Diskussion kriegen, dass es da eine andere Beurteilung gibt. Letzteburg hat 200.000 Frontalien und Marché, das wissen der sowieso, dass mehr wie 200.000, mit das auch der Europäer angesehen, dass mehr man so eine strikte Regelung bei so einem Arbeitsmarkt nicht können mit dem Schiffer leben, den du vorgesehen hast, wer an der europäischen Direktiv lebt. Dasselbe gilt für den Transport. Weil durch die enorme Länge, die wir haben, und die enorm Breit, wenn es zu viel Gas gibt, passt durch. Und auch das betrifft die Buschauffeuren und Kamionchauffeuren, die da ganz viele Schwierigkeiten haben, dass wir da fertig bringen, auf europäischem Niveau die Änderungen zu kriegen, die wir brauchen. Der Damen und Herren, liebe Freunde, für den Rest sind ich ein bisschen weiter enttäuscht von dem, was alles noch nicht am Budget steht, weil noch nicht am Budget gemerkt wird. Und dafür muss ich euch sagen, also für uns ist immer wichtig, die Verantwortung für das Land zu holen, für seine Bürger. Aber mit dem Budget können wir als Zustimmung leider nicht gehen. Mein Fraktionschef hat es schon gesagt, es geht hier im Land, endlich an der Länge im Land, an der Zukunft von Lützeburg. Und dafür, wie gesagt, kann ich Zustimmung zum Budget nicht geben. Vielen Dank.